Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen zu einer Runde Battlefield 3. Und heute geht's darum, ja, wir haben eigentlich alle zu wenig Zeit. Wer ist schuld daran? Wir selber. Sind wir nicht egoistische Arschlöcher? Ne, wir haben so viele Hobbys und wollen so viel machen und haben so ein verkackt schlechtes Internet, hey, das ist der Wahnsinn. Und stehlen uns sozusagen selbst die Zeit. Wir können also nicht sagen, ich mache heute mal das und morgen das. Es geht nicht, weil ja, wir haben einfach keine Zeit, Sachen auszulassen. Wir tun gerne Sachen. Was habe ich denn jetzt für eine... ich hasse alles, Leitung. Und es ist eigentlich schon Wahnsinn, ja, wie das alles, wie man eigentlich, wenn man das bedenkt, es ist Wahnsinn, was man machen müsste, um alles wirklich zu erfüllen. Ich spreche jetzt bloß von mir eigentlich und von, ja, ein, zwei meiner Kumpels. Und wir haben, ja, so circa dieselben Hobbys. Meine Hobbys sind größtenteils, ja, was sagst, Aktivitäten, für die ich Zeit benötige eigentlich. Ja, was sind das? Das sind jetzt ganz grob hier, ja, sagen wir mal, Zocken. YouTube, das ist getrennt. Musik, das heißt Schlagzeug lernen. Ich lerne mir gerade selbst Schlagzeug. Und Gitarre spielen habe ich mir schon selber gelernt. Natürlich Freundin, braucht auch Zeit, ist auch gut so, ne? Ja, dann einfach bloß normal rumliegen und nichts machen und einfach chillen und relaxen und so ein Scheiß, halt einfach entspannen, ja, mal eine Auszeit sich gönnen von dem ganzen, ja, Stress, den man eigentlich hat mit seinen ganzen blöden, dummen Hobbys, ja. Dann, ja, ganz klar Schule eigentlich, braucht jetzt auch Zeit, aber ein bisschen weniger doch, weil ich halt keine Hausaufgaben mache und nicht lerne. Und wenn, dann eben bloß immer einen Tag vor der Schulaufgabe, um das dann 4-5 Stunden, ne? Und ja, und das bräuchte noch Zeit. Was bräuchte noch Zeit? Ja, weiß ich nicht. Zeit für Familie auf jeden Fall auch verbringen. Ja, mal mit den Eltern oben hocken, ein bisschen Fernsehen gucken und mit denen reden und so ein Scheiß, ja. Solche Sachen einfach. Und die brauchen ja alle Zeit. Und man kann halt nicht alles entfüllen. Und Sport, oh mein Gott, ja. Ich mache ja auch Sport jetzt. Ja, aktiv. Und ja, es ist einfach schwer, alles zu erfüllen. Das schaffen wir auch. Das schaffen wir auch nicht, weil ich kann nicht jeden Tag alles machen, hey. Mit Freunden treffen ist auch noch ein Punkt, ja. Und so ein Zeug. Und man würde gern so viel machen und schafft es halt einfach nicht. Und da ist halt ganz wichtig das Zeitmanagement. Deswegen, ja, ist mir auch egal gerade, wie schlecht meine Internetleitung gerade ist. Das Zeitmanagement ist auch super wichtig bei sowas, wenn man gut, ja, das managen kann, dass man jetzt sagt, ja, das und das und das, jetzt passt, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das und so weiter, passt, ja. Bei mir ist es so, ich gehe, ja, meistens zwischen 11 und 12 ins Bett, also 11, ja, halt, wie man das einfach ausspricht, und hab dann ungefähr Zeit, ich bin ab 2 zu Hause von der Schule, ich bin gerade in der 12. Klasse Abitur und ja, hätte eigentlich dann so 14 Uhr bis 14 Uhr bis, sagen wir mal, 23 Uhr, 9 Stunden ungefähr. Jetzt kann man halt nicht alles erfüllen und ja, ich habe halt hier das geregelt, dass ich halt da mal ein bisschen zock und dann mache ich da halt ein bisschen, da mache ich mal eine große Session von Videos aufnehmen und so, ja, und das passt auch. Und dann habe ich da wieder für 2 Wochen genug Videos für YouTube gemacht, wo ich da einfach abrufen kann, das ist schön. Und dann geh mal da ein paar Stunden weg und hier und da und blum und bla und bimbambolisch und so. Und ja, dann mache ich Sport, jetzt da eine halbe Stunde und dann würde ich gern Schlagzeug und Gitarre eine Stunde und das braucht ja Zeit und so ein Zeug und das hat man halt nicht. Und wenn ich halt nicht jeden Tag wirklich jetzt zum Beispiel das rausnehme, ich nehme jetzt jeden Tag irgendwie 30 Minuten auf, nein, ich mache halt das einmal zum Beispiel und
Heute ist ein bisschen verkackt eigentlich. Heute bloß 3 Videos aufgenommen. Hätte gern mehr gemacht, aber klappte halt nicht. Ja, mein Gott, ne. Passiert. Und weil auch Stimme ein bisschen ist verkackt mit meiner Lunge, keine Ahnung. Ja, dann rendert man die halt und dann spielt man ein Spiel, wo man gerade spielen will. Ich habe jetzt einige auf der Liste und dann kommt das auch weg. Dann rendere ich, also dann mache ich sozusagen YouTube gleichzeitig mit Spaß. Also ich rendere am PC, spiele auf den Konsolen, die ich habe, oder auch auf dem PC, ist ja wurscht, schafft er ja auch. Oder kann halt während des Renderns und so. Das muss man alles einteilen. Ich kann jetzt nicht irgendwie rendern und warten, bis der mit dem Rendern fertig ist. Wäre voll dumm. Und dann irgendwie da zuschauen und nichts machen. Das ist ja schon ein bisschen kacke, ne? Also, man muss da Sachen gleichzeitig machen. Bei mir überschneiden sich viele Sachen, wo ich mache. Und, ja, einfach Zeitmanagement ist wichtig. Ein Kumpel von mir, ja, der, ich glaube mal auch in einem Video von mir war dabei, der hat das Problem, er hat überhaupt keine Zeit mehr zu zocken eigentlich. Der ist in der gleichen Klasse wie ich. Und, ja, auch 12. Klasse, schreibt aber, muss ich sagen, wesentlich bessere Noten als ich. Also ich habe immer so Dreier in jedem Fach und er hat immer so Einser und Zweier. Und er will halt auch jetzt studieren, also 13er machen, das will ich halt nicht. Und deswegen ist es bei mir ein bisschen entspannter, ja. Aber im Grunde lernen für die gleichen Ausfragen, das muss halt schaffen und so ein Scheiß. Und ja, also er findet überhaupt keine Zeit zu zocken seit jetzt, ja, locker ein paar Monaten und zockt halt wirklich extrem selten, also eigentlich gar nicht, ja. Und das ist halt auch ein bisschen schade. Er hat auch Gitarre gespielt, erst länger als ich. Jetzt hat er aufgehört damit seit einem Jahr, hat keine Zeit mehr wegen der Schule. Ja, ist halt kacke, wenn man keine Zeit mehr hat für Sachen, die einem echt Spaß machen eigentlich. Das ist halt schade, dass es halt jetzt dass er halt jetzt keine Zeit mehr für sowas hat, ja. Er geht halt ins Fitnessstudio und trainiert und macht Taekwondo. Das ist halt andere Sachen. Wir haben halt so viele Hobbys. Hätten wir alle bloß ein Hobby, dann könnte man sagen, ja, das ist ja logisch, schaffe ich locker, ne? Ja. Und man muss halt mit der Zeit, ja, man kann es jetzt nicht so einteilen wie Geld, größtenteils, aber man kann sie schon, denke ich, relativ gut einteilen, sich mal einfach mal hinsetzen und nachdenken, so, was mache ich jetzt und so ein Scheiß, ja, kennt man ja. Und ich muss sagen, für das, dass ich so eine verschissene Leitung habe, habe ich sogar Plus KD. Ist es nicht herrlich? Ja, nee, ist es nicht. Ja, gut, okay. Also, ein Kumpel, ein anderer von mir auch, gleiche Klasse. Der hat eigentlich das gleiche Problem. Er kommt auch selten zum Zocken, hat auch Freundin. Und die ganzen Zeug macht auch Sport. Er macht halt dann mehr Sport als ich. Er macht halt viel mehr Sport. Ja gut, Montag und Dienstag geht er ins Fitnessstudio. Und Freitag und Samstag, glaube ich. Und ja, er macht halt das Sport. In der Zeit, was ich da mache, keine Ahnung. Gitarre, irgendwie was anderes einfach, ja. Oder irgendwann zocken, ja. Wir zocken ja alle gerne. Und ja, wahrscheinlich hat das Video euch nicht so derbe viel gebracht, außer dass man sieht, man kann auch mit einem scheiß Internet zocken und Spaß haben und besser sein als andere, die alles gleich sehen, was passiert. Ja, geht auch. Ja, aber ich weiß nicht, ne? Weil jetzt die Frage aufkam, ich bin ja jetzt bei 3 Kanälen, wie ich das schaffe, ja, Zeit einteilen. Das ist sau wichtig, hey. Wenn man sich die Zeit einteilt, spart man sich so unendlich viel Zeit. Ja, das ist halt so. Oder beim Lernen, auch wenn ihr lernt jetzt zum Beispiel und ihr habt jetzt hier, ja, bei Bio zum Beispiel musste ich für Biologie lernen, DNA, Proteinsynthese und so ein Scheißdreck musste ich lernen. Das waren insgesamt, ja, ich weiß nicht, 20 Seiten oder so. Und ich habe halt einen Tag davor angefangen, weil ich immer einen Tag davor anfange. Ich kann nicht früher anfangen, das kann ich halt einfach nicht. Das ist mir dann zu, dann habe ich halt keine, ich brauche halt Stress. Und ich habe dann angefangen um 6 zu lernen und war dann insgesamt um 12 fertig mit den, also nach 20 Seiten, was eigentlich unglaublich langsam ist für diese Menge an Seiten. Aber ich habe ja nicht immer gelernt. Ich habe ja da mal Pause gemacht und da mal, ja,
ein Pumuckl angeschaut und da nachgelesen und mal ein Tutorial gespielt von Company of Heroes und so ein Scheiß. Also, ich lerne halt immer jetzt eine Seite auswendig und dann merke ich mir die und dann, ja, mache ich was anderes, dass ich das dann sozusagen nach 5 oder 10 Minuten wieder abfrage. Wenn ich es noch weiß, ist es gut. Und dann mache ich weiter, das nächste. Und so, ja, etappenweise halt das ganze Zeug lernen, das ich persönlich, halt wieder so eine Sache, ich persönlich finde jetzt die Methode besser, als irgendwie jetzt eine 2 Stunden Lernen, eine Stunde Pause, wieder lernen. Ja, ne? Ist halt so. Ich habe jetzt 31,17. Ich bin Fünfter. Und ich denke, die anderen haben alle besseres, außer der zweite, haben alle besseres Internet. Also, ich bin nicht so schlecht, ne? Ja. Und dabei schaue ich nicht mal auf hier, auf die Kacke. Und, ja. Also das war's vielleicht, ja, geholfen hat's euch bestimmt nicht. Also denke ich nicht, aber es ist vielleicht mal interessant zu hören, wie andere das machen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich weiß halt, wie ich das mache. Ja, ne? Und so ist es dann. So ist es. Ja. Noch irgendwas schaffen hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh ja, hey, hier. Haha, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du bist schon tot. Ja. Kennt ihr ein Panzerspiel für die PS2? Es gab damals ein Panzerspiel für die PS2. Das war so unendlich geil, hab schon mal gesagt, glaube ich. Man hat einen Panzer gehabt und musste halt andere, ja, Panzer töten, also angreifen, zerstören. Und das war so geil, PS2. Es war nicht Panzer Elite irgendwas oder so, nein, das hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß oder wie es aussah. Ich weiß bloß noch, es war super cool. Würde mich freuen, wenn einer das Spiel kennt. Ja. Schön, oder? So, bis zum nächsten Death noch und dann bin ich tot. Sag mal danke fürs Zugucken. Bis morgen und zum nächsten Mal. Tschüss, ne?